Willkommen in der Schweiz. Hallo zusammen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ja, März ist für viele Schüler im Kanton Zürich eine ziemlich stressige Zeit. Warum? Kleiner Tipp, es hat mit der Schule zu tun. Also was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch heute, weil heute geht es um Bildung in der Schweiz. Ja, das Bildungssystem ist wie vieles andere in der Schweiz ein wahrer Flickenteppich. Das heisst, in jedem Kanton funktioniert es ein bisschen anders, nämlich sogar, was für Schulen es hat, in welchem Alter man in welche Schule geht, was man dort lernt und so weiter. Ich kann euch darum also heute nur erzählen, wie es im Kanton Zürich so ist. Leider kann ich da nicht für die ganze Schweiz reden. Ich will euch aber heute ganz kurz erklären, wie das Bildungssystem in Zürich aufgebaut ist. Also der ganze Weg fängt an ab ungefähr 4. Dort geht man in den Kindergarten oder kurz Kinski, wie wir auch in Zürich sagen. Und das geht normalerweise etwa 2 Jahre. Im Kinski lernt man die wichtigsten Sachen, wie vielleicht zählen, einige Formen zeichnen, aber vor allem wird einfach noch gespielt und ein bisschen soziale Fähigkeiten entwickelt. Dann geht es in die Primarschule. Wenn man etwa 6 oder 7 ist, dann ist man 6 Jahre lang an der gleichen Schule normalerweise. Man ist sogar sehr lang mit den gleichen Leuten in der Klasse. Also jede Schule hat auf allen Schulstufen verschiedene Klassen. Und jede Klasse besteht aus durchschnittlich 20 Kindern, würde ich sagen. An unserer Schule, wo ich war, wo relativ klein war, hat es für jede Schulstufe normalerweise nur 2 Klassen gegeben. Also zum Beispiel die erste Schulstufe, die erste Klasse, hat zum Beispiel ein 1a und ein 1b gehabt. Ja, normalerweise ist man in der gleichen Klasse für ungefähr 3 Jahre. Das heisst, ab der ersten Primarschule bis zur 3. Primarschule ist man mit den gleichen 20 Leuten zusammen. Und dann von der 4. bis zur 6. Klasse ist man mit anderen Schulkindern zusammen. Also da werden die Klassen nochmal ein bisschen durchmischt. Ich weiss natürlich nicht, ob das bei allen Schulen so ist. Das war auf jeden Fall bei meiner so gewesen. Aber es ist sehr oft so, dass man doch mehrere Jahre mit den gleichen Kindern jeden Tag in der gleichen Klasse ist. Ja, und die Primarschule geht also 6 Jahre. Und manchmal gibt es aber auch Systeme, die ein sogenanntes altersdurchmischtes Lernen kennen. Also wo in einer Klasse nicht nur Erstklässler sind, sondern vielleicht auch Zweit- oder Drittklässler. Oder in einer anderen Klasse hat es vielleicht Viert- bis Sechstklässler. Das heisst, dass Leute oder Schulkinder von unterschiedlichem Alter in der gleichen Klasse sind. Ich hatte das nicht. Bei uns sind alle Schulstufen getrennt. Und ja, es gibt Leute, die sagen, das hat viele Vorteile.
Es gibt Leute, die sagen, das hat nur Nachteile, aber ich kann das nicht beurteilen. Ich bin in einer getrennten Klasse. Genau, und nach diesen langen 6 Jahren Primarschule hat es 2 Möglichkeiten. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Also der eine Weg nach der Primarschule führt an die Sekundarschule. Und der zweite Weg, der führt gerade ans Gymi. Ich fange mit der Sekundarschule an, oder kurz Sek. Das ist eine Schule, die geht nachher 3 Jahre meistens. Und nach der Sekundarschule, also wenn man ungefähr 15 ist, dann sucht man sich normalerweise eine Lehrstelle. Und bei einer Lehre geht es darum, dass man einen bestimmten Beruf lernt. Zum Beispiel gibt es Coiffeusenlehre, es gibt Bäckerlehre, oder auch handwerkliche Sachen. Also da geht es um bestimmte Berufe. Aber nebenbei hat man dann noch Schule. Also es ist so ein Dualsystem, nennt man das auch, in dem man praktisch einen Beruf lernt, aber gleichzeitig auch noch ein bisschen mehr Schule hat. Und so eine Lehre, die geht normalerweise etwa 3 Jahre. Und dann hat man eine Lehrabschlussprüfung. Und dann hat man ein eidgenössisches Diplom von dem Beruf, den man dann gelernt hat. So, das ist die Sek. Und jetzt habe ich gesagt, gibt es nach der Primarschule aber noch eine andere Möglichkeit, nämlich, wie wir im Kanton Zürich sagen, Gymi, kurz, oder Gymnasium, ist das lange und hochdeutsche Wort. Einige nennen das auch Kanti. Das wäre die Kurzform von Kantonsschule. Also das Gymi, da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel das Langgymi, also das Langgymnasium. Das ist, wenn man direkt nach der 6. Klasse der Primarschule, also direkt nach der Primarschule, ans Gymi geht und dort 6 Jahre lang weiterlernt. Und das Ziel vom Gymi ist, dass man sich ein möglichst breites Wissen aneignet. Weil das Gymnasium, das gilt als eine Vorbereitung für die Universität oder Hochschule, also zum nachher studieren. Also das Langgymi geht also, wie der Name schon sagt, sehr lang. Da ist man auch dann 6 Jahre lang an der gleichen Schule, ausser man wechselt natürlich die Schule dazwischen. Aber genau, es geht also nochmal so lang wie die Primarschule. Man lernt sehr viele verschiedene Sachen. Das kann wahnsinnig spannend sein. Dann gibt es auch eine Möglichkeit, dass man nach der Sek auch ans Gymi geht. Zum Beispiel nach 2 Jahren Sek oder auch nach 3 Jahren Sek. Und das nennt man dann Kurzgymnasium. Dann hat man also nur 4 Jahre lang Gymi, hat aber am Schluss auch die Matur. Die Matur, das ist der Abschluss vom Gymnasium. Und mit dieser Matur kann man dann an alle Schweizer Universitäten und Hochschulen gehen. Da kann man also wirklich frei jedes Studium wählen. Das ist wirklich schön, weil es kommt auch nicht darauf an, wie gut man an der Matur war oder im Gymnasium allgemein, sondern sobald man die Matur hat, ist man automatisch für das Studium zugelassen. Also eine Matur hat doch ziemlich viel Wert in der Schweiz. Es gibt aber einige Studiengänge, ich weiss jetzt nur von Medizin an der Universität Zürich, wo dann noch eine zusätzliche Prüfung verlangen, weil die Plätze sehr beschränkt sind. Aber wie gesagt, das ist nur das Einzige, was ich kenne. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wenn man nur, in Anführungszeichen,
die SEK gemacht hat, kann man dann gar nicht mehr studieren? Die Antwort ist doch. Es gibt nämlich auch nach der SEK und vor allem nach einer Lehre verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch andere Mittelschulen, sogenannte, wie zum Beispiel die BMS, das ist die Berufsmittelschule, oder die HMS, das ist die Handelsmittelschule. Und wenn man die macht, hat man am Schluss auch einen Matura-ähnlichen Abschluss. Und mit denen kann man dann sogar an die Universitäten gehen. Das heisst, auch wenn jemand 3 Jahre SEK gemacht hat und dann zum Beispiel Bäckerlehre, kann der nachher auch noch BMS machen. Ich glaube, das geht 2 Jahre, soweit ich mich erinnere. Und dann kann er nachher auch studieren. Dann gibt es nicht nur die Uni, wo man studieren kann, sondern es gibt auch andere sogenannte höhere Fachschulen. Da braucht man nicht unbedingt eine Matur, um dort zu studieren. Da langen auch andere Aufnahmeprüfungen. Manchmal haben die Fachschulen auch eigene Aufnahmeverfahren. Zum Beispiel meine Schwester, sie hat auch einen ganz anderen Bildungsweg gemacht als ich. Meine Schwester, sie hat eine Lehre gemacht als Fachfraubetreuung, wie das heisst. Das sind die auf Kinder aufpassen. Zum Beispiel in einer Kindertagesstätte oder so. Also das hat meine Schwester gemacht und hat auf dem Beruf gearbeitet. Aber dann hat sie gedacht, doch, sie will lieber auch studieren. Also hat sie die Aufnahmeprüfung gemacht für eine Fachschule für Sozialpädagogik. Und das hat sie bestanden. Und jetzt ist sie, wie ich, auch wieder Studentin, nämlich für Sozialpädagogik. Ja, mein Weg war da ganz anders. Ich habe das Langgymnasium gemacht nach der Primarschule und dann mit meiner Matur bin ich an die Universität studieren. Also sehr viel direkter. Aber ich muss sagen, das Langgymnasium kann natürlich ziemlich lang und mühsam sein, weil man hat nicht viele praktische Sachen. Meine Schwester, sie hat die ganz praktische Arbeitserfahrung machen. Auch wenn sie jetzt am Schluss keine Matur hat, aber trotzdem hat sie jetzt noch viele Karrieremöglichkeiten. Und mein Glück ist, dass ich die Matur habe. Das heisst, ich kann ein sehr breites Wissen aneignen, aber es ist halt sehr theoretisch geblieben für mich. Aber das ist okay, weil für jeden gibt es seinen eigenen Weg. Und in der Schweiz hat man auf jeden Fall viele verschiedene Wege, seine Karriere zu machen. Ja, so viel zu dem kurzen Grundriss vom schweizerischen Bildungssystem. Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, ja, wie ist das mit all diesen Sprachen da in der Schweiz? Was für andere Sprachen lernt man in der Schule? Und welche Landesteile lernen welche Sprache? Ja, auch da gibt es immer wieder Änderungen und auch kantonale Unterschiede. Ich kann euch sagen, wie es für mich war. Ich bin in ein System gelandet, wo das sogenannte frühe Englisch hatte. Das heisst, ich habe Englisch in der Schule schon ab der 2. Klasse gelernt. Also wenn man ungefähr 8 ist. Das heisst schon sehr früh. Und andere Jahrgänge vor mir haben das nicht so gehabt. Sie haben Englisch erst später, glaube ich, in der 5. Klasse gelernt. Aber heutzutage denkt man